die Schlangenkönigin. Vor vielen 100 Jahren haben im Berner Oberland ein reicher Sen und seine Tochter zusammen auf einem schönen Hof gelebt. Ihr Vater aber wollte von dieser Liebe nichts wissen. Verträumt hat die Tochter Albe an ihren Liebsten gedacht und ganz fest gehofft, dass endlich der Tag komme, wo sie dann bei ihm sein dürfte. Aber hat der Vater die leuchtigen Augen und das Lachen um die Maulecke bei seiner Tochter gesehen, so hat er jedes Mal gerade losdonnert, was sie sich eigentlich einbilden. Sie seien schliesslich bessere Leute und wollten mit einem solchen armen Schlucker wie dem sicher nichts zu tun haben. Und zudem gäbe es auch keine Birne. Hat er, der Vater, seine Tochter schon lange an einem reichen Nachbar seinem Sohn versprochen. Der werde dann heiraten, wenn es so weit sei. Und basta. Das Mädchen hat sich aber nicht zwingen, den eingebildeten Nachbarsgil zum Mann zu nehmen. Traurig ist sie Stall, hat ein Geissli genommen und ist damit davongelaufen. Lang war das Mädchen unterwegs. Rauf in die Wildnis der Berge, dort, wo sich niemand hergewagt hat, weil ein grusiger, gefürchiger Lindwurm dort wohnt. Endlich ist das Mädchen und sein Geissli bei einer Hütte angekommen. Sie sind hineingegangen. Da hat es geraschelt im Laub, wo in hohen Häufen aufgeschüttet auf dem Boden in der Hütte gelegen ist. Dort auf dem Laub haben sich früher alle die Hirten drauf ausgeruht. Aber jetzt ist mitten drauf auf dem Laubhaufen zusammengerugelt der kohlenschwarze Lindwurm gelegen und hat nur müde seinen Kopf gelüpft, um zu schauen, wer daherkommt. Und mitten auf dem Lindwurm seinem Kopf, da hat es ein wunderschönes, glänziges, regenbogenfarbiges Krönchen gehabt. Oh, der sieht ja aber gar nicht gut aus, der Lindwurm, hat das Mädchen sofort gemerkt. Es wollte ihm ein bisschen von der frischen Geissmilch zu trinken geben und gehofft, die tue ihm dann gut. Schon hat es dem kranken Lindwurm eine Handvoll von der warmen Geissmilch hergestreckt. Und der hat die auch tatsächlich gierig getrunken. Plötzlich hat er sich aber vom Mädchen fortgedreht und hat sich im Laub verkrochen. Feste Schritte sind da von draussen näher gekommen. Grosse Augen hat es gemacht, das Mädchen, das gesehen hat, was für ein Besuch da plötzlich daherkommt. Der arme Sen, der heimliche Freund vom Mädchen, ist vor ihm gestanden. Er war mit seinen Kühen auf der Nachbaralp. Da hat er sein Mädchen gesehen, ob sie steigen und zur Hütte hochgehen. Aus Angst, es könnte ihm etwas passieren in der, wo doch niemand freiwillig hergeht, hat er sich so schnell es ist gegangen auf die Socken gemacht, um nach dem Rechten zu schauen. Doch nicht lang ist es gegangen, hat der Sen sich keine Sorgen mehr machen um seinen Schatz. Hurti hat ihm das Mädchen gezeigt, wie das Tier, das alle Angst davor haben, krank ist und ganz sicher niemandem etwas machen kann. Sie haben dem Lindwurm noch eine Schelle Milch dort gelassen und sind dann Hand in Hand den Berg abmarschiert. Schnurstracks sind sie auf den Hof vom reichen Sen, dem Vater vom Mädchen, gegangen. Und der Sennengil ist mutig drauf los. Zuerst hat er zünftig an die Türe geklopft. Dann hat er gehüstelt, dem Vater von seinem Schatz tief in die Augen geschaut, ihm grüßlich gesagt und ganz ernst gefragt, ob er echt das schöne Mädchen zur Frau haben. Da ist er aber nicht gerade auf freundliche Worte gestossen beim reichen Sen. Angeflucht und fortgejagt hat ihn der. Er hat die Liebe von diesen Zweien einfach nicht verstehen. Traurig ist der arme Sen davongezottelt. Auf einmal sind beim reichen Sen die Kühe eine nach der anderen fortgekommen von der Alp. Die Leute haben gesagt, der Lindwurm vom Berg oben habe sie alle gefressen. Und die Kühe, die nicht so verschwunden sind, die sind krank geworden und kurz darauf gestorben. Beim armen Sen aber, da ist es anders gegangen. Der hat von Tag zu Tag mehr gesunde Kälber und Lämmli auf seinen Weiden gehabt und ist im Herbst als gemachter Mann mit Säcken voll Geld ins Tal runtergekommen. Arm war jetzt der Reich und Reich war jetzt der Arm. Und gleich ist der Sennengil, kaum ist er zurück vor Alp, schon wieder beim Vater vom Mädchen auf dem Hof gestanden und hat an die Türe geklopft. Einmal mehr hat der ihm die Türen aufgemacht hat, nett und freundlich gegrüßt und hat mit ihm angefangen zu reden.
Er sei zurück von der Alp und diesmal dürfe er sagen, er stehe nicht mehr als armer Mann vor ihm, sondern als Reicher. Die Liebe zwischen der Tochter und ihm habe er aber nicht vergessen und will darum noch einmal fragen, ob er sie zur Frau dürfte haben. Er ist noch grad giftig, eklig und hochnäsig und jetzt geschrumpelt wie ein alter Apfel, ist der früher so reich Sen vor ihm gestanden. Nicht lang hat er sich bitten. Dann ist er mit Tränen in den Augen seine einzige Tochter holen, für ihm sie zur Frau zu geben. Schon gleich ist die Hochzeit gefeiert worden. Fröhlich sind alle Hochzeitsgäste beim tollen Festessen gesessen. Da hat es auf einmal angefangen, fürchterlich zu brausen und zu kutten. Und dann ist wie durch eine unsichtbare Hand die Tür zum Festsaal aufgegangen. «Komm reinschiessen!» ist der Lindwurm. Auf seinem Rücken ist eine strahlend schöne Frau geritten. Weiss wie Schnee, mit Rosenbäckli und einer Krone auf dem Kopf, die gefunkelt hat wie 1000 Sterne. Es war die Schlangenkönigin. Sie ist nicht jemand gekommen, für das Fest zu stören. Nein, sie wollte Merci sagen. Merci sagen dem Mädchen, das heute heiratet, dem, das sie gepflegt hat, wo sie krank und elendsweg war. Und ein Geschenk, das hat sie auch noch bei sich gehabt. Die Krone hat sie als Lohn für die Hilfe an diesem Tag vorbeigebracht. Die Krone, die voll von herrlichen Kräften ist und dem Mädchen auch in Zukunft dabei helfen, den Kranken und den Armen im Tal Trost und Hilfe zu geben, dann, wenn sie sie brauchen. Mit diesen Worten hat die Schlangenkönigin am Mädchen Kronen aufgesetzt, hat so angefangen zu kutten und brausen und ist die Schlangenkönigin auf dem Lindwurm davongeritten.